Herzlich willkommen beim ersten «Bleib daheim» Lockdown Festival hier im Fabrikli zu Buchs. Bei mir zu Gast ist der Peter Lenzin. Er ist Jazzmusiker. Und was mich jetzt wundernimmt, ist, wie hart hat die ganze Corona-Krise getroffen als Live-Musiker? Mich persönlich, aber ich glaube auch die ganze Musikbranche hat es wirklich sehr hart getroffen, weil wir dürfen nicht mehr spielen und mag mich gut erinnern, mein letzter Auftritt Mitte März in St. Moritz bin ich am Spielen gsi. Die Leute haben gespürt, da braut sich etwas an, aber man hat noch mal raus irgendwie. Und dann einen Tag später, seitdem, also Mitte März, habe ich kein einziges Konzert oder so ein richtiges Konzert oder so gehabt. Ich habe noch einmal von einem Altersheim gespielt, draussen, Balkon bespielt, aber sonst habe ich wirklich gerne nicht mehr gespielt. Und bei uns ist eigentlich mehr schwierig auch noch die Zukunft, also weil wir halt nicht wissen, wann können wir wieder spielen. Das ist fast schwieriger, mit dem umzugehen. Ja, wann können wir wieder spielen? Ja, es hat sicher auch einen finanziellen Aspekt, nehme ich an, oder? Also, wie bedroht ist jetzt eigentlich deine Existenzgrundlage durch das Ganze? Also meine persönlich ist jetzt so, dass ich das Glück habe, dass auch meine Frau schafft und ich noch so 40% Musiklehrer bin. Darum können wir leben. Wenn ich jetzt aber wirklich nur meinen Lohn hätte als freischaffender Musiker, dann hätte ich ein riesiges Problem. Und ich hoffe schwer, dass Leute, Musiker oder auch einfach Künstler, die jetzt vielleicht nur ein Einkommen haben, dass sie Unterstützung bekommen. Das wünsche ich mir für die alle. Mhm. Als Freischaffender SUS ist es ja so, dass es irgendwie der Durchschnitt ausgerechnet wird, was man in den letzten 12 Monaten verdient hat und dann einen Anteil davon kriegt, also so Kurzarbeit quasi von 80%. Wie ist das bei dir im Moment? Also hast du Kurzarbeit angemeldet oder? Du sprichst ein gutes Thema an. Wie läuft das momentan? Ich bin ein bisschen aufgewühlt, weil ich habe jetzt eigentlich das Corona-Formular, das berühmte Corona-Formular, wo wahrscheinlich viele andere Musiker auch Stunden verbracht haben oder viele haben das Corona-Formular ausgefüllt von der SVA und das habe ich dann auch irgendwie geschafft und bin ganz stolz gewesen. Und jetzt habe ich aber wirklich die Absage bekommen, dass das nichts gibt, weil sie haben immer irgendwo noch eine Hintertür, es hat einen Stichtag gegeben, bis dann und dann hat das Betrag müssen bekannt sein und alles, was nachher eingereicht wird vom Jahr 2019, der Stichtag, wo der Bundesrat bestimmt hat, gibt es einfach nichts. Und da habe ich gestern schriftlich Bescheid bekommen, dass ich jetzt so einen Fall bin. Ich hoffe, dass nicht viele so sind, dass nicht vielen so geht wie mir, weil ich habe telefoniert und wirklich wissen, das kann es ja nicht sein mit dem Stichtag, weil es ist ganz ein normales Vorgehen, eigentlich so wie ich das gemacht habe. Aber ja, bei mir, ich habe es wirklich Pech gehabt. Also, bis jetzt kriege ich nichts, aber wie gesagt, meine Frau schafft und ich bin auch eine Musiklehrer. Darum blöd ist für die wirklich nur freischaffend sind. Also. Aber ich glaube jetzt persönlich, dass jede Situation wieder ein bisschen anders ist. Man darf wirklich nicht, bei dem ist es so, bei dem so. Ja. Ja, du sprichst auch noch an, du sagst, du gibst auch noch Unterricht. Hast du das jetzt auch ins Internet verleiht? Also so, wie man sieht, so über Skype am Unterrichten, respektive wie funktioniert das bei dir? Auf Facebook und so hat man ein bisschen gesehen, wie es Kollegen machen. Der eine hat sich gefilmt oder ein Foto reingestellt, wie er halt vor dem Computer sitzt, neben so einem Saxophon oder das Klavier. Da haben wir, glaube ich, wirklich die meisten Musiker sehr schnell umgestellt und über FaceTime, über Skype und so den Unterricht angeboten an der Musikschule. Ehrlich gesagt, es ist für eine begrenzte Zeit ist es gut gegangen. Aber für längerfristig jetzt, auch da ist wieder sehr individuell. Ich kann nur für mich schwätzen, jetzt auf dem Saxophon, zum miteinander Musik machen. Spielen ist nicht gross möglich. Aber zum einem Schüler Tipps geben, wie er weiterüben kann, zum ihn betreuen, da ist für die Zeit jetzt erstaunlich gut gegangen. Die Kinder haben Spass gehabt. Also ja, also ich würde sagen, das haben wir gut übergebracht. Doch.
Das war gut gewesen. Aber ich bin wirklich froh, wenn es jetzt normal weitergeht, dass man miteinander Duett spielen kann, wieder Musik machen kann. Ja, also. Ja, wenn es wieder ein bisschen menschelt und nicht alles Absolut. über Maschinen ist, oder? Absolut. Und es ist auch, wenn man den ganzen Tag in das Handy oder den Computer schaut, also es ist, ja, also so wie wir jetzt da mit einem grossen Abstand, macht schon mehr Spaß. Mhm. Als abschließende Frage, wie ist deine Einschätzung, wenn jetzt im Herbst alles wieder losgeht? Wenn jetzt alle Lokale wieder offen dürfen tun und der Festivalsommer vorbei ist, ohne ein Festival quasi. Hast du das Gefühl, es wird einen riesen Run drauf geben oder wird sich die Situation irgendwann wieder normalisieren wie vorher? Ich bin ja ein extremer Optimist, eigentlich. Aber da muss ich jetzt leider sagen, dass ich das Gefühl habe, es wird langsam gehen. Also es wird nicht ein Run auf Konzert. Ich will Jazzkonzert, ich will Rockkonzert. Ich glaube, die Unsicherheit jetzt auch, wenn Theater aufgehen, können 50 Leute haben, können 100. Da weiß man jetzt im Moment ja alles noch nicht. Und auch, also ich glaube, es wird sich langsam, alles langsam wieder angehen. Und natürlich freut sich, oder ich hoffe, dass sich die Leute auf Konzerte zum Beispiel freuen. Aber einfach, weil alles noch so ungewiss ist, habe ich das Gefühl, braucht es noch ein bisschen Zeit. Okay, und die nehmen wir uns und lassen uns Musik nicht madig reden, oder? Genau. Okay. Danke vielmals fürs Gespräch, es war mega interessant. Und ja, dann hören wir rein, was du nachher auf der Bühne noch zu sagen hast mit deinem Instrument. Vielen Dank. Danke vielmals, ich würde dir jetzt so... Ja, mal, das geht, super. Das ist es, danke vielmals.